eine ernsthafte Frage. Wartet ihr tatsächlich auf Gottes Wirken unter uns? Ein paar von euch wirklich, wie man das nennt. Micha, kannst du mir kurz helfen? Kannst du ein bisschen runter? Ich bin nicht so gross wie du. Das macht mir Angst. Kann man noch kurz miteinander beten, dass Gott unsere Erwartung ein bisschen grösser macht? Für die nicht gewickt haben. Alright. Für alle, die Ja gesagt haben, hey, danke, dass du gross in unserer Mitte wirkst. Und Herr, erweitere unsere Erwartung an den heutigen Morgen. Wir wollen gross für dich erwarten. Wir wollen deine Stimme hören, dich erleben. Und wir kommen mit Glauben, Überzeugung, dass du da bist, dass du heute mit unserem Herz, mit unseren Gedanken, mit unserem Körper redest. Dass du heute dich offenbarst. Danke, dass du durch dein Wort mit uns sprichst. Amen. Also, habt ihr ein bisschen mehr Erwartung? Ich hoffe nicht auf mich. Was habe ich jetzt angefangen? Wir machen etwas Spezielles. Und zwar, wir gehen ein Buch in der Bibel miteinander durch. Und heute haben wir uns entschieden, ein Buch von dem Alten Testament zusammen zu anschauen. Und zwar den Jona. Wer kennt den Jona? Gibt es noch einen Jona da? Ich glaube, wir haben sogar einen Jona da. Jona, wo bist du? Heute nicht da. Also nicht der Jona, den wir in der Kirche kennen. Er war ein Prophet in dem Alten Testament. Ziemlich berühmt für einen Mann, der nicht auf Gottes Stimme gehört hat. Ich weiss es nicht, welche Persönlichkeit du bist, wie es dir geht. Ob ich die einzige Person bin, dass manchmal, und wenn ich manchmal sage, meine ich sehr oft, ein E-Mail oder ein SMS verschieben. Also eine Antwort auf ein E-Mail oder SMS verschieben auf morgen, nächste Woche. Machst du das auch? Du kriegst ein E-Mail und dann denkst du, ich antworte erst morgen. Und dann, ja, doch, ich mach's. Und dann ein halbes Jahr später merkst du, oh Scheibe, hätte ich so mal etwas schreiben. So bin ich leider oft, vor allem bei gewissen schwierigen E-Mails, und denke ich, ich brauche ein bisschen Ruhe und ich mache das erst morgen. Und dann mache ich selten. So ist unser Jona. Er kriegt einen Auftrag von Gott und er verschiebt bis zum Punkt, dass er denkt, da kann ich Delete drücken. Und ich glaube, so einen Auftrag mit Gott kann man nicht verschieben. Der Buch ist weit diskutiert. Vor allem, ob die Geschichte, ob der Buch historisch korrekt ist, ob der Buch vielleicht allegorisch, symbolisch gemeint ist. Kann man alles in diesem Buch ernst nehmen oder soll man anders anschauen und interpretieren? Vor allem der grosse Fisch, den der Jona schluckt. Ich weiss es nicht, ob du mal überhaupt die Story kennst, ob du jemals das Buch gelesen hast. Wenn du das noch nie gemacht hast und das erste Mal willst du heute hören, es ist ein grosser Fisch gekommen und hat Jona geschluckt. Und denkst, what the heck? Glauben die als Christen? Erstens, kein Druck. Die Erwartung heute ist nicht, dass du überzeugt von dem weggehst und denkst, that's it. Es hat wirklich einen grossen Fisch gegeben, den Jona geschluckt hat. Das ist nicht der Fokus von dieser Predigt. Und ich erwarte auch nicht, dass du überzeugt über das Thema weggehen. Also erstens kannst du wirklich chillen, durchatmen, nicht so schlimm. Allegorisch glaube ich nicht, dass das Buch wirklich allegorisch war. Das ist meiner Meinung nach. Jona hat es tatsächlich gegeben. Ein anderer Ort vom Alten Testament spricht über ihn in 2. Könige. Wir lesen über den Jona. Er war ein echter Mensch, ein echter Prophet, hat wirklich gewirkt in der Zeit von der König Jeroboam II.
Sogar Jesus erwähnt Jona in seinen Predigten, in seinem Wort im Neuen Testament. Und er zitiert von ihm über seine Geschichte. Und Jesus nimmt die Geschichte von Jona nicht allegorisch oder symbolisch, sondern es ist historisch korrekt von einem Mann, der wirklich gegeben hat und wirklich etwas bewirkt hat. Wenn du gläubig bist und du kennst die Story, meine Frage ist amig so, wenn wir wirklich glauben, Jesus ist gestorben, nach 3 Tagen wieder auferstanden und er lebt unter uns, dann eigentlich die Story von Jona ist Peanuts im Vergleich mit das, was Jesus gemacht hat. Und die Story von dieser Fisch sind eigentlich 2 Verse in dem ganzen Buch. Das ist nicht ein grosser Teil von dem. Von daher kann man das mal auf der Seite tun. Wir schauen, wer ist Jona war, was ist das Auftrag, was er dürfen müssen machen. Ich würde gerne schon in den ersten 3 Versen lesen. Ich weiss, ich komme dann zurück zu dieser. Ja, super. Eines Tages empfing Jona Amittais Sohn, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und kundige ihren Bewohnern meine Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Wieso? Schon die ersten 3 Vers sind schwierig zum selber schlucken und verstehen. Erstens, Jona ist ein Prophet im Alten Testament. Ich habe es gesagt, er ist in der Königszeit in Jeroboam II. Gelebt. Dieser König war ein böser König. Er hat nicht nach Gottes Willen gelebt. Er hat die ganze Israel geführt in Gottesdienst. Er war nicht der geliebte König von Israel. Und der Jona steht mit dem König, propheziert, verkündet, proklamiert militärischen Erfolg, Wachstum von Israel. Das hat auch stattgefunden. Das ist auch wahr. Er ist mit dem König unterwegs. Wenn man den Jona anschaut, im Vergleich mit anderen 2 Propheten, die gleichzeitig mit dem Jona gelebt haben und auch prophetisch dient haben, wie der Amos und Hosea, der Jona ist sehr Patriot. Er ist ein Nationalist. Das heißt, er liebt Israel über alles anderes. Und er will sehen, dass Israel wächst. Dass die Israel stärker Land und Nation darf werden. Egal, was für ein böser König oder ein guter König kommt, sein Herz ist wirklich für sein Land, für seine Nation. Und er steht für das. Und er proklamiert auch Erfolg, militärischen Erfolg. Und das geschieht auch. Er hat eine sehr starke Überzeugung, mein Land, meine Nation gehört Gott. Und Gott wird uns segnen. So das ist erstens komisch, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Israel Gott ruft einen Jude, einen Prophet von Israel, um nach anderen Nationen zu gehen, um ein prophetisches Wort weiterzugeben. Das in sich selber ist komisch. Aber es wird noch komischer, wenn wir mal herausfinden können, wer der Assyrer, wer der Nineveh ist, wer der Assyrer waren. Und da kann man geschwind ein bisschen zurückgehen. Und ich glaube, es gibt niemand besser, zu erklären, wer der Assyrer sind, als ein Assyrer selber. Also für die nicht wissen, ich bin der Brina Beth. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin ein Assyrer, ein sehr stolzer Assyrer. Ich rede Assyrisch oder Aramäisch. Assyrer auf unserer Sprache ist Aschur. Aschur war ein Götze, das Hauptgott der Assyrer. Und Assyrer heissen die der Aschur nachfolgen. Die glauben an den Aschur-Banipal, der hauptgrößte Gott von Assyrer. Als ein Assyrer, wir glauben auch sehr fest an Jona. Immer noch bis heute.
eigentlich, ich habe es nicht gefastet. Es gibt, und ich erkläre es, es gibt ein Jona-Fasten unter den Assyrer, wo sie glauben, das ist genau die 3 Texte, wo Jona ist unterwegs war. Und die Faste ist hauptsächlich für die Frauen, die noch nicht geheiratet haben. Also machen das nicht, aber ihr dürft das mal hören. Und der Fasten geht so, du darfst 3 Tage nicht essen. Am 3. Tag, du darfst... ich muss Mami fragen. Ich glaube, du darfst trinken, aber am 3. Tag, du isst Salz. Oder mischst Wasser mit Salz und trinkst das. Und dann in der Nacht kommt der Mann und gibt dir Wasser, weil du so viel Durst hast. Und der Mann, der in deinem Traum kommt, ist dein zukünftiger Mann. Also ich weiß nicht, wie wir sind als Assyrer von der Jona-Geschichte zu dem gekommen. Und ich weiss, meine Verwandten, die sind von Kuwait, die sind halt genau von dem Gebiet, wo die Assyrer sind. Und die hat immer mir gesagt, Brian, du musst jetzt, genau jetzt ist der Jona-Fest, jetzt musst. Und wenn du nicht fastest, ist egal. Aber trink Salzwasser, dann siehst du, wer deine Mann ist. Und ich bin happy, meine Mami hat gesagt, nein, das darfst du nicht machen. So etwas machen wir nicht in diesem Haus. Also, Punkt ist, Jona ist immer noch berühmt, sein Fasten ist immer noch bekannt unter Assyrer. Es gibt viel Respekt vor ihm. Aber damals, die Assyrer sind nicht bekannt gewesen für Ehrfurcht von Gott, überhaupt Glauben an Gott. Sie sind mega berühmt gewesen von ihrer Brutalität und Foltersystem. Ich weiß es nicht, ob ihr mal in Frankreich, in der Louvre oder in London Museum, vielleicht kann man noch ein paar Bilder haben. Es gibt einen Gang, einen Korridor, wenn du in London Museum gehst, wo du kannst einfach den Korridor durchlaufen. Links und rechts ist die Wand mit der Geschichte, wie Assyrer haben den Feind oder die Menschen, die sie gefangen haben, gefoltert. Und das ist für sie ein Kriegssystem, eine Strategie gewesen, um Angst verbreiten in anderen Nationen, somit niemand kann sich getrauen, gegen die Assyrer stehen und sie besiegen. Also, wenn man mal die Wand schaut, es ist grausam, wie gewaltig sind sie gewesen. Und sie sind für das auch berühmt gewesen. So von Israel, wo Jahrhunderte unter den Assyrer gelitten haben. Assyrer sind ihre schlimmste Feind. Es ist nicht so etwas Lustiges für einen Jude, der eigentlich Tim Keller sagt, er schreibt ein Buch über den Jona und er schreibt, für Jona ist es so gewesen, oder wir können uns vorstellen, ein Jude, der in der Zeit von der Nazi nach Berlin geht und tut Gottes Strafe, Gottes Gerechtigkeit, Gericht oder an den Nazis verkunden. So kann man es vorstellen. Und das war so auch von Jona. Ich sollte auf Nineveh gehen. Das ist eigentlich, ich liebe Deutsch, ihr habt das korrekte Aussprache von diesen Worten. Nineveh ist genau korrekt, so sprechen wir es Nineveh aus. Er soll nach Nineveh gehen, das ist der heutige Tag Mosul in Irak, wo auch ISIS zum grossen Teil zerstört haben. Er soll an dem Ort gehen und predigen. Und ehrlich gesagt, ich habe Empathie mit ihm. Ich weiss, der Micha hat gar keine Empathie. Seine Predigt nächste Woche wird ganz anders von meinen Predigten sein. Wir haben auch in dieser Woche ein bisschen diskutiert, wie man das sieht. Obwohl ich bin Assyrer und ich bin sehr stolz als Assyrer. Ich bin sehr dankbar, dass er doch gekommen ist auf Nineveh. Damit Gott uns nicht alle vernichtet, sonst wäre ich, I don't know, nicht da. Aber ich habe voll Empathie. Gott sagt ihnen, hey, du sollst zu den Feinden gehen predigen. Und wenn wir lesen, ab Vers 3, sagt, Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Jona fluchtet von Gott, geht nach
Tarsis. Damals, Tarsis haben Leute geglaubt, dass es das Ende der Welt. Heute Tarsis ist der heutige Spanien. Sie haben gemeint, das ist das Ende der Welt. Und er geht, stell dir vor, statt nach Irak, Mitte, Nineveh, Mosul, geht er voll nach Spanien, auf der anderen Seite. Und ich finde es sehr spannend, in dem Vers, wir lesen nicht, dass er Angst hat, gefoltert werden, getötet werden. Wir lesen nicht, dass er nicht nach Nineveh gehen, weil er denkt, hey, das ist das Ende Gelände, dann bin ich wirklich tot. Nein, das Vers sagt uns, er hat von Gott geflohen. Er floh vor dem Herrn. Das ist sehr spannend. Der Jona hat nicht Angst gehabt, dass sie ihn töten. Seine Angst ist anders gesehen. Und das finden wir nicht erst aus in den ersten Kapitel, sondern in Kapitel 4 finden wir erst aus. Deswegen hast du auf Tarsis gehen. Und ich lese das schnell. Kapitel 4, Vers 2 sagt, dort sagt Jona im Gebet, darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wüsste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst denn doch nicht. Jona hat nicht Angst gehabt, dass die Menschen von der Nineveh werden auf ihn nicht hören, sondern er hat Angst gehabt, dass sie werden doch auf ihn hören. Dass sie werden doch hören, was er zu sagen hat. Er hat nicht Angst gehabt, dass sie sich gegen ihn wenden. Er hat Angst gehabt, dass sie sich zu Gott wenden. Er hat nicht Angst gehabt, dass Gott ihn nicht retten wird. Er hat Angst gehabt, dass Gott sie retten wird. Und statt Gericht, Verdammnis, Zerstörung kommt Gnade. Und das hat Jona nicht wollen. Als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich gedacht, wer ist unsere Assyrer? Haben wir auch Assyrer in unserem Leben? Ein Nineveh in unserem Leben? Menschen, die mir auf den Weg gehen, die wir nicht begegnen können, wo ganz ehrlich gesagt, wir können sogar uns nicht vorstellen, im Himmel zu sehen. Er hat gesagt, haben wir Menschen, die uns so tief verletzt haben, ein Ex-Partner, ein Freund, ein Arbeitskollege, ein Familienmitglied, wo wir nicht vergeben wollen. Weil wir denken, wenn ich vergib, die Person hat einfach Strafe verdient. Und wenn ich vergib, das heisst, ich lasse sie einfach so easy los. Und ich komme weg von dem, was sie gemacht haben, ohne mal richtig bestraft werden. Und das ist nicht fair. Und ich will nicht vergeben. Wir alle wissen, was richtig ist. Und doch, trotzdem, die Aussagen kommen so schnell, die Ausreden. Noch nicht jetzt. Vielleicht später. Ich bin nicht jetzt ready. Ich kann diese Beziehung nicht beenden. Ich kann diese Affäre nicht beenden. Ich kann nicht meinem Partner sagen, ich will mit dir nicht schlafen, bis wir heiraten, weil was, wenn ich sie verliere? Was, wenn er mich verlässt und dann bleibe ich allein? Oder vielleicht Ausreden wie, ich habe nicht grosszügig gesehen. Ich brauche erst selber Sicherheit. Ich muss noch genug haben. Ich muss irgendwie mich selber in einen guten Ort bringen und dann kann ich. Erst später, erst morgen ist einfacher als gerade heute. Gott gibt uns amig schon einen Auftrag, der wehtut, der uns einen Preis kostet. Mag es sein, jemand zu vergeben, ohne eine Entschuldigung zu bekommen. Sich entschuldigen, obwohl man sich an den Rechten spürt, oder ich habe das Recht gehabt, ich fühle mich recht und ich will mich nicht entschuldigen.
eine Botschaft, eine Nachricht schreiben, wo man es lang verschiebt und sagt, das will ich nicht, schwierig. Oder auch sich nicht in ein Opferstell stellen, obwohl man ein Opfer ist. Und es ist nicht, weil wir nicht wissen, was richtig und was falsch ist, sondern weil wir wissen, was für einen Preis das Gehorsam sein hat. Was würde mich kosten, wenn ich die Entscheidung treffe und wenn ich diesen Schritt nehmen muss. Es geht weiter. Vers 4 bis 6. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinander zubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladungen über Boot, damit das Schiff leichter würde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hätte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief: Was liegst du hier herum und schlafst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Der Walter Schwertfeger, er war mein Pastor in Weinfelden, als ich in Weinfelden geschafft habe, in der Pfingstgemeinde. Und bei jeder Kirche, ausser bei uns, das passiert da nie, aber alle anderen Kirchen, es gibt manchmal in den Gottesdiensten, wo gewisse halt ein bisschen einschlafen. Und er hat mir immer gesagt: Du Sabrina, weißt du was, wenn Leute einschlafen während der Predigt, musst du es nicht persönlich nehmen. Man schläft an dem Ort, wo man sich sicher fühlt. Man sich wohl fühlt. Und wenn sie schlafen, das ist schön, dann fühlen sie sich sicher in der Kirche. Ja. Beim Jona weiss ich nicht, ob er sich da jetzt sicher wohlgefühlt, geborgen an dem Boot, oder ihm ist alles völlig egal gewesen. Ehrlich gesagt, ich glaube, er hat ganz genau gewusst, dass der Sturm ist wegen ihm. Er hat auch gewusst, was wird mit ihm passieren. Ihm war so egal gewesen. Und dann denke ich, ich gehe schlafen, bis ich sterbe. Und noch schlimmer ist, er ist nicht allein auf dem Boot. Es sind andere Passagiere, Seeleute, die mussten alle ihre Sachen auf dem Boot wegrühren. Ihnen ist egal. Er hat gewusst, wir alle sterben und ihm ist egal. Er wäre ready, dass alle sterben, inklusive er, aber ja nicht nach Nineveh gehen. Das ist interessant und die Konsequenz von unseren Entscheidungen. Treffen nicht nur uns, wegrennen von Gott, trifft nicht nur mich, sondern auch Menschen um mich herum. Meine Familie, meine Freunde. Und schlimm ist, meine Kirche. Von Gott wegrennen hat Konsequenz und trifft andere. Und sie haben ihre Sachen erst verloren und dann hätten sie auch ihr Leben verlieren. Die Seeleute sagten zueinander: Schnell, lass uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieser Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels und das Land und das Meer geschaffen hat. Lustig, dass er sagt, Gott hat das Land geschaffen und das Meer und er ist auf dem Meer. Und Dude, ich habe versucht, das Hebräisch zu schauen, was heißt, wenn er sagt, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn. Das Wort verehren heißt Jahre auf Hebräisch, bedeutet, ich habe Ehrfurcht, Respekt, Anbetung
von Gott, der Universum geschaffen hat, der Herr vom Himmel, Erde, Land und Meer. Und wisst ihr was? Ich glaube ihn fest. Ich bin überzeugt, er hat an Gott geglaubt. Er hat mit Ehrfurcht gelebt. Er hat den Gott allmächtig arbeitet. Das glaube ich voll. Und doch ist er mit dem falschen Motiv, mit den ganzen falschen Vorstellungen, einem Wunsch, einem Bedürfnis von was ich will, unterwegs. Mit seiner eigenen Agenda. Ich liebe Gott, aber das ist jetzt meine Agenda. Ich habe mich selber in dem Moment gefragt, Scheibe, habe ich auch solche Hidden Agendas? Bin ich auch so, wo ich will voll ja sagen, ich glaube an Gott. Ich lebe mit Ehrfurcht. Ich bete ihn an. Aber wie oft mir begegnen Leute, oder ehrlich gesagt selber, mit versteckter Agenda, falschem Motiv, dass ich im Zentrum, was ich glaube, was ist richtig, und stellen wir es Jesus. Und deswegen sagt der Paulus, der David im Psalm 139 so schön: Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Deswegen darf man immer wieder Gott ehrlich sagen: Herr, zeig mir, bewusst oder unbewusst, wenn ich falsche Motiv habe, wenn ich eine falsche Richtung folge, statt was du mir sagst, was dein Auftrag ist. Hilf mir das zu sehen, hilf mir das zu wissen, prüfe mein Herz. Weil jeder von uns kann so überzeugt sein, und ich glaube, er ist wirklich überzeugt. Der Jona ist tatsächlich überzeugt, die sollten sterben, es ist nicht fair. Und er ist mit der Überzeugung unterwegs. Die letzten 5 Vers sagt: Denn verehrt er ihnen, was er vor Gott auf der Flucht war. Diese Leute bekommen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschönen. Ich weiß, dieser Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Diese Leute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen, aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schreien sie zum Herrn: Ach, Herr, lass uns nicht umkommen. Wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen, bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen. Denn du hast ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Am Anfang, man denkt: Wow, Jona, Halleluja, ein Umkehren vom Herz. Er denkt: Hey, ja, ich bin schuld, werft mich im Wasser. Ich darf sterben, es tut mir leid. Aber wenn man ein bisschen ehrlich ist und genau anschaut, da ist keine Umkehr. Er rennt immer noch von Gott. Eine echte Umkehr wäre, er hat es Opfer gebracht, er hat sich entschuldigt, er hat Buße da, er hat gebetet und der Sturm wäre gegangen. Das wäre ein echtes Umkehr. Aber nein, was sagt er? Ich will lieber sterben, anstelle von Nineveh gehen. Ich will lieber tot, als auf Gott hören. Ich will lieber, dass alle Propheten in Israel sterben und niemand auf Nineveh kommt.
Das ist keine selbstlose Aktion. Das ist ein Mann, der wirklich die Gnade Jesus nicht sehen, die Gnade Gottes nicht sehen und lieber als Gnade begegnen. Er wählt, ich will lieber sterben. Ihr müsst warten bis nächste Woche, damit ihr seht, was passiert. Wie es weitergeht mit dem Mann. Aber ein anderer Prophet, ein anderer Mensch, ein paar Jahrhunderte später, spricht über Jona. Und der Prophet sagt Folgendes. Wenn ein paar Schriftsteller und Pharisäer ihn fragen, das ist in Matthäus 12, 39. Wenn Pharisäer traten an Jesus heran und sagten, Lehrer, vollbringe vor unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott dich gesandt hat. Jesus entgegnete ihnen, was seid ihr nur für eine böse und gottlose Generation? Ihr verlangt nach einem Beweis, doch den werdet ihr nicht bekommen. Ihr und eure Zeitgenossen werdet nur das Wunder sehen, das am Prophet Jona geschah. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Buch des größten Fisches. Ebenso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in den Tief der Erde sein. Ein paar Vers später sagt Jesus, und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Jona. Jesus vergleicht seinen Tod und Auferstehung mit dem Leben von Jona. Und doch ganz anders. Jona ist von Gott geflohen und Jesus ist mit Gott in Gehorsam gelaufen. Jona war bereit, selber sterben, damit sein Feind endlich bestraft wird und auch sterbt. Jesus ist freiwillig gestorben, damit sein Feind gerettet werden kann. Jona ist aus Ungehorsam ins Meer geworfen worden und Jesus ist aus Liebe selber auf Kreuz gegangen. Das, was Jona nicht machen konnte, Jesus hat vollkommen gemacht. Das Bild vom Mann, der gerufen ist, genau zu seinem Feind gehen. Menschen, die ihn Tod haben, die ihn hassen. Und die Gnade verkunden, hat Jesus gemacht. Er ist auf Erde gekommen. Zu seinen Feinden. Er ist gefoltert worden, gehasst worden. Und doch ist er gestorben, freiwillig auf dem Kreuz. 3 Tage später auferstanden, damit sein Feind ewig leben kann. Ich weiss es nicht, wo du dich in der Story findest. Das Lobpreis, wir können schon euch vorbereiten. Ob du dich eher identifizierst oder kannst resonieren mit den Seeleuten auf dem Boot, das finde ich auch mega spannend, muss ich sagen, Andy. Ein Mann, ein Israeliten, der Gott kennt, sinkt tiefer in Meer, wobei Menschen, die sind nicht Juden, Heiden, die Gott nicht kannten vorher, bringen Opfer von Gott und beten das lebendige Gott an. Ein Mann, der mit Gott unterwegs ist, flieht von Gott weg und Menschen, die überhaupt nichts zu tun haben mit der Jahwe von den Juden, kommen zu Gott und bitten ihm um Vergebung. Menschen, die noch nie über die hebräische Gott mal gehört haben, dürfen jetzt ihn erleben, kennenlernen, anbeten und sagen, er, mit Ehrfurcht. Die haben Angst vor dem Gott, weil er ist ein echter, lebendiger Gott. Und sie dürfen Opfer bringen von dem Gott. Und der Mann, der eigentlich ihn kennt, sinkt im Meer. Tiefer und tiefer. Spannend. Schön ist es nicht. Schade. Spannend. Wie Gott wirkt im Leben der Seeleute, die vielleicht am Anfang des Tages oder ein paar Stunden vorher nicht denken, sie werden der lebendigen, mächtigen Jahwe begegnen. Und doch am Ende des Tages, sie begegnen Gott. Sind Gnade.
Und wenn du kannst dich mit dem resonieren, muss ich auch sagen, auch wenn du jetzt im Sturm bist, auf dem Schiff, die tobt und bewegt und unsicher und ohne Hoffnung aussieht, das ist der Ort, wo Gott möchte dich begegnen. Das ist genau der Ort, wo kommt er und sagt, auch da werde ich mich zeigen und du bringst mir Opfer, auch in der Mitte von dem Schiff, in der Mitte vom Sturm und tobenden Wetter. Vielleicht bist du da und sagst, nein, ich bin eher wie Jona. Bin ehrlich. Ich bin der Jona. Ich renne jetzt weg. Ich muss gewisse Entscheidungen treffen. Nein, ich bin nicht ready. Je mehr dass du das verschiebst auf morgen, auf später, desto schwieriger. Und desto, wie kann ich das sagen, macht dich mehr kaputt um Leute um dich herum auch. Zerstört dein Leben und zerstört die Menschen, die du liebst. Wenn du bist noch ready zum Vergeben, zum Loslassen, zum Vertrauen, zum mal in Gehorsam mit Gott wirklich leben. Was auch ein Grund, was vor allem eine Ausrede da ist. Ich würde dich heute einladen. Jesus sagt, nimm mein Joch auf dich, ist viel leichter. Gott erwartet nicht auf etwas, das du kannst nicht machen. Er gibt dir nicht mehr, als was du kannst leisten oder übernehmen. Und viel, viel stärker. Du musst es nicht. Jesus steht neben dir, hinter dir. Er stärkt dich und er sagt, ich trage das für dich. Du musst eine Entscheidung treffen. Und lass mich dich tragen. Lass mich helfen. Lass mich offenbaren in deinem Leben. Gnade und Barmherzigkeit darfst du erfahren. Und ich werde Schritt für Schritt mit dir gehen. Und man merkt ziemlich schnell, all die Ängste sind für nichts gewesen. Meine Einladung, als wir jetzt im Lobpreis steigen, das Gebetsteam ist da. Wenn du möchtest, auch vertraut mit jemandem darüber reden und sagen, hey, ich will doch gewisse Sünde aussprechen, gewisse Ängste, gewisse Sachen, die ich von Gott verstecke, ganz um Gebetsteam. Es bleibt vertraulich. Lass jemand anders über dich beten, mit dir beten und dass die Entscheidung auch festigen. Verschieb das nicht auf später. Oder nimm die Entscheidung auch allein mit Gott heute. Nicht wie der Jona rennen, weg von ihm, sondern rennen zu ihm, zu seinem Gnade, der dich empfängt. Ich würde gerne jetzt für dich beten. Es ist so beruhigend und so schön zu wissen, was für ein gnädiger Gott du bist. Wir haben das nicht verdient. Keiner von uns hat deine Gnade verdient. Und doch bist du gnädig gewesen. Wir sind nicht würdig. Aber deine Liebe ist so viel grösser. So viel mächtiger. Merci für die Rettung und Vergebung, dass du jedem von uns täglich gibst. Und so, Jesus, bitte ich, dass wir dürfen auch gnädig und heilig und in Gehorsam unterwegs sind im Alltag. Lehre uns und prüfe unser Herz, Jesus. Heiliger Geist, schau, ob das Motiv oder Agenda ist, wo weg von deinem Wille ist. Prüf unser Herz und schenke ein neues Herz, wonach dieses Herz lebt. Und ich bitte, dass dein Wille darf geschehen in unserem Leben, so wie im Himmel. Gib uns Kraft, das zu tun, was du gut heisst, was richtig ist in deinem Auge. Wir wollen dich ehren mit unserem Leben, mit unseren Taten, mit unseren Worten. Amen. Wir singen, ich glaube, ein neues Lied. Nein, ich habe das Lied nicht gekannt. Das ist ein mega schönes Lied, heißt Lob. Ich würde euch einladen, wirklich unseren Gott loben, wie das Seeleute. Ich kann mal Opfer vor ihm bringen. Die Opfer ist nicht Tier, zum Glück. Unser Herz, unsere Stimme, unser Körper, Haltung. Ich kann das Opfer vor Gott bringen und sagen, du bist der Herr,
Gott, der Universum, der Schöpfer vom Himmel, Erde, Land und Meer. Amen.